zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Das hier ist unser kleines Mini-Journal und für das brauchen wir jetzt noch ein paar schöne Kärtchen. Und ich habe gedacht, wir machen doch einfach ein Masterboard und schneiden dann dort Kärtchen in allen Formen zu, die wir dann brauchen. Ich denke, das ist jetzt ein A4-Blatt, das ist ein bisschen gross, wir brauchen wahrscheinlich nicht alles, aber hey, das macht ja nichts. Das kann man dann für alles andere noch brauchen. Das ist jetzt irgendein kleines, dickeres, farbiges Papier, noch nicht gerade so kartonig, aber wenn wir dann hier vorne drauf kleben, dann wird dann das noch ein bisschen dicker. Jawohl. Und ich habe mir hier ein bisschen Stiftchen parat gemacht und ich habe mir hier ein Leimmätteli parat gemacht. Und hier ein bisschen Material zum draufkleben. Und dann habe ich mir hier extra für unser Journal, wo wir ja hier auch die ganzen Bäume drin haben und so, habe ich mir hier etwas rausgeholt. Noch etwas in Blau. Und sonst brauchen wir einfach Schnipsel. Schnipsel, Schnipsel. Schnipsel, Schnipsel. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Schnipsel. So, irgendwie noch ein bisschen Material. Keine Ahnung. So. Ich glaube, das reicht einmal für das Erste. Jetzt kommt schon wieder das blöde Federli. Das ist doch letztes Jahr nicht auftaucht. Einfach so. So, das brauchen wir glaube ich nicht. Also, dann fangen wir doch einfach mal an. Ich mache jetzt hier auch einfach mal noch ein bisschen Fötzchen draus aus dem Baum. So. So, ich habe fast das Gefühl, wir könnten dann schon mal anfangen zu kleben. Kurz mit dem Zeug. So, da habe ich auch noch mal ein Notenpapier, ein prägtes. Und weil wir ja ein kleines Journal haben, oh, da das Mini-Journal, da werden ja die Kärtchen sicher auch nicht viel grösser als das hier. So ist es ja. Genau, und darum habe ich das Gefühl, brauchen wir ein bisschen kleinere Fötzchen für die Kärtchen, dass dann das auch ein bisschen nach etwas aussieht. So, ja, ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an. So, das ist immer noch irgendwie da grün, keine Ahnung wieso. Man weiß es nicht so genau. So, ein Leimmätteli habe ich zwar genommen, aber ein Lumpen wäre noch nicht schlecht gewesen. Weil man könnte ja auch nicht einfach immer im gleichen Sumpf innen da leimen. Ich muss ab und zu wieder mal ein bisschen abputzen. So. Also ich schaue jetzt hier oben auch nicht wahnsinnig fest, wie gerade das ist. Das kann man ja alles dann immer noch abschneiden. Ich tue jetzt hier einfach mal ein bisschen so drauf los kleben. Und probiere irgendwie da ein bisschen spannende Bilder zu erstellen. Bei diesen Prägten
Sachen kann man dann nachher mit der Stempelfarbe auch noch ein bisschen drüber. Ich hätte jetzt die Fötzchen natürlich alle noch inken können, aber den habe ich mir jetzt also wirklich sparen. Und ich finde es aber auch total gut, so wie es ist. So. Da haben wir noch so etwas Blümliches. Oh, So. Oh ja, sehr schmutzig. Haben wir doch noch mal so eins. Oh ja, jetzt muss ich den anfangen schauen. Nicht, dass ich mir die Sachen aufs Limette drauf leime. Ich hätte das natürlich auch auf einer Zeitschrift leimen und dann immer ein Blatt zuklappen. Das habe ich auch schon gemacht. Dann habe ich immer eine saubere Seite, um wieder neu drauf zu leimen. So, das ist jetzt ein kleines grosses hier. Warum? Jetzt ist es halt so. So, also. Weiter. So. Das mit dem Krebschen ist wirklich noch herzig. So. Stopp. Da ist etwas drunter. Irgendetwas Ausgestanztes. So, da haben wir irgendetwas Französisches. Dann wäre doch schön noch mal ein bisschen rosa. Irgendwo da. Machen wir das in 2. Das ist es gestempelt. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Notenpapier. Schön geprägt. Und was haben wir da noch? Blau. Eine Seite vom Büchlein, von diesem kleinen Journal, haben wir ja auch blau geinkt. Da ein Blättchen. Dann passt natürlich das Blau auch ganz gut dazu. So, noch ein bisschen Baum. Ich mache jetzt mal noch ein bisschen kleiner. So, leg. Ich glaube, das wird ganz schön. So, da haben wir noch ein bisschen Geschriebenes. Mit der schönen alten Schrift. Oh, der ist ein bisschen krumm gekommen. Menschen können wir noch. Hier wieder ein bisschen wegputzen, das ganze Leimseich.
So, leg. Da noch ein bisschen Blümchen, wollen wir doch noch. Ein bisschen geblümeltes. Da. So. Schauen, dass da alles noch drauf ist. Wo soll drauf kommen? In unserem Bild. Ich finde das so schön, wenn die Papiere von alleine so, ja, wie sagt man dem, vergilbt sind. Das sieht nämlich noch um einiges schöner aus, als wenn man es mit Kaffee färbt. Man sieht einfach, dass es natürlich so entstanden ist. So von der Zeit gealtert. Kaffee gefärbt ist auch schön, aber man sieht es halt einfach. So, jetzt haben wir hier ein bisschen zu viel und hier haben wir ein bisschen zu wenig. So, komm, einfach drauf. Oh, das Blaue mit diesen blauen Blümchen ist noch ganz hübsch. Das muss doch auch noch irgendwo drauf. Da vielleicht. Genau. Ups. So, da gehen wir jetzt ein bisschen drüber aus. Das ist jetzt halt ein bisschen leimig, das schneiden wir dann nachher ab. So, dann kommt hier jetzt noch das Krebschen. Der zweite Teil. Aha, der wäre ja der so. Das ist auch ein bisschen grosses. He? Ja, das Masterboard ist ja sowieso eigentlich dann der Hintergrund für die Kärtchen. Die werden ja dann sowieso noch ein bisschen verziert mit irgendwas. So wild will ich es doch nicht drüber kleben. So viel, dann machen wir es halt hier her. So. Oh, wir haben immer noch Baum. Wir haben noch ein bisschen Baum. Den müssen wir noch ein bisschen kleiner machen. Da, oh, schön. So schöne Farbe. Dann machen wir doch hier noch Baum. Ja, wo haben wir noch ein freies Plätzchen, wo noch nicht so leimig ist. Und das noch. Und dann irgendwo noch drauf. Das ist, glaube ich, von einem Papier, wo wir einfach mal Stempel ausprobiert haben, oder nicht? Ich weiß doch auch nicht. Das ist noch hübsch. So, jetzt muss ich wieder putzen, sonst kommt es nicht gut. Und so wäre es ja dann. So. Nicht hier drauf kleben, bitte. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Da haben wir noch ein bisschen Schweizerdeutsches Geschriebenes. So. Und das da. Und oben noch. So, einer ist so und einer ist so. Genau. Das da wetten wir noch.
haben wir auch noch so ein Fitzelchen. Ah, ja, das ist jetzt halt so, wie es ist. Noch ein bisschen rosa hier. So, jetzt müssten wir hier eigentlich noch den Baum drüber. Oder einfach das Grünzeug. So, was haben wir noch Schönes? Oh, da ist noch so eins. Das passt gerade noch hier her. Und eigentlich das da würde gerade noch hierher passen. So, und was haben wir noch? Was haben wir noch für hier? Das Grand Hotel. Warte jetzt. So, und die Blumen nämlich dann hier drüber rein. Und jetzt fehlt hier noch etwas. Und noch mal ein bisschen Baum. Das so ein bisschen vom helleren Teil vom Baum. Das wäre jetzt noch schön. Ja, komm. So, und jetzt zur Unterstunde noch irgendetwas. Irgendetwas mini kleines. Ey, das klappt mir an den Finger. So. Jetzt haben wir auch nämlich noch so ein Loch. So. Voilà. Da ist noch irgendwas und da ist noch irgendwas. Jetzt habe ich eben da noch so auf so, was da, Haushaltpapier drauf gestempelt. Das wäre doch jetzt cool, wenn wir das schaffen, ohne dass es verreist. Oh, doch, es geht schon. Das war jetzt halt einfach ein bisschen grosses. So, oh, schau, wenn es so durchsichtig ist, das ist ja cool. So, da habe ich nämlich noch auch Sommervögel haben wir noch. Jetzt sage ich ein bisschen grosses. Ja, no. Jetzt nehmen wir halt das. Oh. So. So schön am Finger dran. Und dann irgendwo so. Da habe ich jetzt also keine Mühe mehr, das krumm aufzukleben und rümpflig. Sonst bin ich ja mit die findet, so Sachen bei Collagen schräg aufkleben. Nö. Aber jetzt bei denen finde ich es eigentlich okay. So. Das Bienenli. Das Bienenli fliegt da. Ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, da braucht es noch irgendwas. He? Oh, da haben wir noch ein kleines Vögel. Das ist schnussig.
Tada! Vögeli. Gehen da drauf. Da noch ein bisschen. Also da muss man schon mega gut aufpassen, dass das nicht verreist. So. Hey! Das ist unser Masterbörli. Ich glaube, das ist fertig. Und ich denke, das passt extrem gut da zu unserem Journal. Und ich glaube, ich gehe jetzt hier mal mit einer Schneidmaschine ein bisschen zuschneiden. Und dann zeige ich euch mal die Kärtchen, die es da gegeben hat dabei. So, da wären sie. Unsere Kärtchen. Ich finde, die sind mega herzig geworden. So. Vielleicht hätte ich noch eher ein paar Höhe machen. Ich habe jetzt ein paar, die so Bellyband oder Buchzeichen werden. Dann habe ich so ein paar schmale, ein paar eher quadratische. So irgend sowas. Die hier, naja, die passt eh nicht rein, die sind zu breit. Die können wir mal auf die Seite. Wenn wir noch mehr Kärtchen brauchen, können wir die immer noch verschneiden. Aber also die passt doch prima da drin. Das ist jetzt natürlich gerade so. Was haben wir noch? Oh, da haben wir so ein Tag gemacht. Schau jetzt. So, irgend sowas. Oh, ist ein bisschen knapp. Da die quadratischen, die sind jetzt gerade nicht so gäbig für den, merke ich gerade. Der. Mal ein bisschen ausprobieren. Mal da macht es nichts, wenn es eben rauskommt. Eins müssen wir doch noch da drin tun. Das da. Oder halt vielleicht schneiden wir auch noch ein bisschen ab. Ja, genau. Genau. Aber jetzt müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen bebasteln. Nein, ich muss zuerst schauen, welche das wirklich reinpassen, bevor ich die hier gross tue. Mal schauen, der passt. Mega knapp, nicht? So. Die zwei hier werden ein bisschen schwierig. Ausser hier. Das mache ich dann lieber. Schneide die einfach in der Mitte abeinander. Mache noch so zwei Höhe. Ja, komm. Machen wir doch das. Jetzt brauchen wir eine Schere, um einmal die Ecken abschneiden. Und ich habe gedacht, ich mache das einfach so, weil, ihr wisst es, meine Ecken runter. Ich will nicht mehr mitmachen. Da muss ich mir dann mal einen neuen suchen, der auch wirklich nicht Schrottqualität ist. Und wo man die Ecken auch wirklich so rundet, wie ich es gerne hätte und nicht einfach irgendwelche komischen Kanten drin macht. So, jetzt haben wir natürlich zum Inken wieder Rot und Blau zur Verfügung, aber ich glaube, ich mache das jetzt nicht so, ja, ich will jetzt das Kärtchen hier rein tun, also tue ich es rot inken, sondern ich tue einfach so, eine Hälfte so und eine Hälfte so. Und nachher kommt das dann einfach dort rein, wo es da reinkommt. So, voilà. Jetzt kann man doch da eben über das Prägte noch so ein bisschen drüber.
Wo haben wir noch eins da? So, dann kommt das noch ein bisschen besser zur Geltung. Da ist noch eins. Und da ist noch eins. So, oh ja, sehr hübsch. Da ist noch eins. Oh, wie viele von denen habe ich denn genommen? So, nein, das ist prima. Das ist prima. Sehr hübsch und das auch. Jetzt könnte man da jetzt noch drauf tun. Die sind einfach schon wahnsinnig hübsch, so wie sie sind. Aber irgendwie könnte man sich die jetzt schon noch verzieren. Oh, ich habe hier noch die Zusammensetzungsteile, die wir einmal schon mal verschönert haben. Von denen könnte man, die haben wir schon. Aber von denen könnte man noch drauf tun. Also so ein angefressenes Sommervögel. Das eine oder andere. Ja, ich muss vielleicht ein bisschen schauen, wegen der Kärtchen. Es ist vielleicht gescheiter, dass man es nachher auch wirklich noch ins Täschchen reinstecken kann. Aber so, oh, schau mal. Aber das ist wirklich noch schön. Mal ein bisschen schauen. Hier noch ein farbiges. Da noch ein Vögel, da ist das Vögel. Hier auf dem Baum. Das Vögel auf dem Baum. Oh ja, ach, wie schön. Sehr, sehr süß. Und dann haben wir eben auch noch solche Stöffli mit so Stempel drauf. Da müssen wir zuerst mal wieder schauen, was es da hat. Genau. Und dann könnte man das ja auch noch ein bisschen inken. So ein bisschen einmal. So. Aha, der ist der Querweg, aber das spielt ja nicht so eine Rolle. So. Und das Vögel könnte man da so, genau. Jawohl. Und dann, was haben wir da noch Hübsches? Gelb, passt denn jetzt Gelb? Das Gelbes. Blümchen, nein. Ich bin nicht so Fan. Ja, zwar. So nicht. Oh, das schifft für aussen, hey, wieder. Das ist unwahrscheinlich. Das gruselt einem gerade richtig, mit den Hunden rauszugehen. Das eine Hündchen lebt sowieso nach dem Motto, bei diesem Wetter schickt man doch keinen Hund raus. Und schaut mich immer ganz vorwurfsvoll an, wenn wir nachher trotzdem raus wollen. Tja. So. Und noch so ein Bild von einem Blümchen. Das würde doch da irgendwo noch passen. So, oder da. Oder in der da. Oh ja, da. Da ist besser. Und die haben noch nichts. Wir müssen aber auch nicht unbedingt etwas haben. Also so ist es nicht. Ah, aber weißt du was? Da könnte man natürlich so ein Zettel oben dran machen. Oh ja, komm. Machen wir gerade noch so ein Eis mit. Oh, wieder die richtige Schärfe erwischt. So eins hier. Machen wir doch hier dran.
können wir so anpostitschen vielleicht. Und da haben wir noch so ein bisschen Flauschi-Zeug, das gleich ist wie das da vorne. Das könnte man natürlich noch neu dran pflümeln. Zum Beispiel hier. Oh, nicht da, aber hier. So. Und nochmal ein bisschen Flauschi. Flauschi für da. Oder Flauschi für da. So, jetzt hat der noch nichts. Aber dem könnten wir auch noch so eins geben. Da schneiden wir auch noch mal so eins ab. Und dann, oder einfach ein Rändchen, so. Nein, nicht unten, das müsste schon oben sein. He? So, komm, das finde ich mega cool. Das will wir jetzt einfach gerade alles so anleimen. So, und die haben wir gesagt, machen wir mit dem Post-it dran. So, genau. Prima. Ui, ganz kleines. So, haben wir jetzt alles dran? Jawohl, alles ist dran. Super. Das sollte ich ein bisschen trocknen. Ja, es klappt noch. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir das hier einfüllen können. Ah, die sind herzig geworden. So, das nächste Mal wollte ich die noch dekorieren und irgendetwas raussuchen, für wo wir die Bellyband rein tun können. Und dann brauchen wir noch ein schönes Bändchen für rundherum. Und dann sind wir dann schon langsam fertig mit dem mega herzigen Journal. Ich habe auch Freude. Und ja, wenn ihr wollt schauen, wie es ganz am Schluss aussieht, dann schaut doch das nächste Mal wieder rein. Bis dann! Tschüss!